Marius. Ik zie Johnny Loewen en Mea Von Jesus Series te zijn. Vandaar ik wil jullie alle welkom heten. En dat is een vrijheid, wanneer we hier kennen, dat de top komen aan de zin als Marius. Zum Gott aanbeten, zum zingen en van zijn woord te horen. En dat is vandaar mijn verhaal hier met de boodschap te doen. En in de series waar we bij zijn, vandaar die heet Mea Von Jesus. En het thema wat ik heb is van Gott Hieren en Studieeren. En dit is een grote part van onze geloven. En doen als we in dit wissen en in oefen worden, wat ons geloven en ons kennis van Jezus wissen en toenemen. We hebben opvallen met een gebed. Himmlische Vader, we komen voor die deze Samaris en zijn die dank voor een frisse gelegenheid die aan te bidden. We danken die voor die woord, de Bijbel, wat du ons gegeven hast. Waarbij du beschreven hast, wer du bist, wer wir sind en wel Gott du ons bist. Verhelp ons te alle tijd in die woord te wissen, dat we van die mochten horen wat du te ons zeggen was. Mocht dat ook ons levensziel zijn, die een grote lief en genoeg voor ons te studeren. En zie besonders bij ons van deze Samaris, dat alles wat hier gedaan wordt, mocht die te de eer zijn en ons te de erbeuing dienen. Dit bid we in Jezus Christus zijn noemen. Amen. De meeste mannen, wanneer die wat kijken doen, en daar nog veel op te stellen, die proeven dat onze gewöhnlich so gut als möglich, dat ons die Verschriften te doen, ons de instructions, wat du met bij zijn. Wanneer du niet nog wat overblijft, wat we geen idee hebben, hoe dat hij hier mag, dan hebben we dat vielleicht niet graag gedaan. Wer heeft de tijd en geduld, den Merker van den Produkt seine Verschriften te lezen, wanneer die voets damit auffangen können, en dat 3 oder 4 Mal hineinnehmen kann, waar dat eerst recht opgesteld is. Is dit niet wo we velen ons met Gott omgaan? We willen hebben dat hij zal ons nu aanzenden en ons zeggen, aber we geloven we zijn toedrag om tijd te nemen, om in zijn woord te studeren en van hem te horen. Je hebben vielleicht ungefähr eine Geschichte gehört von Jana und was die alles belebt hat. Und ich will auch noch was mitteilen, was ich von ihm gehört habe, was der noch denkt. Jana hat einmal gehört, dass wenn er will von Gott hören, der Weg, wo die zu Menschen reden, wie durch die Bibel. Hat er rausgegeben, dass wenn er eine Frau von Gott hat, dann soll er die stahlen und dann die Bibel aufmerken. Zijn vinger irgendwo op de platen ab en dan den strof lezen en doen we zijn antwoord zijn. Hij had nu een grote entscheidung voor zich. Hij wil zich bevrijen. Aber eer hij doet, wil hij bloos zeker zijn dat dit ook Gott zijn willen weer voor hem. Hij neemt dan in roet aan, wat hij gekregen had, en melkt zijn Bibel op, duidt zijn vinger op de platen ab en lost den strof. En doorschrijft dat. Hij schmeidt dat dezelfde stekken im tempel naar haan, ging weg en hang zichzelf. Matthäus 27, vers 5. Dit geval hem niet. Hij wil zeggen wat aardig gedaan had. Hij wil nog eenmaal proeven. Hij melkt de Bibel waar op naar de frisse staat, duidt zijn vinger waar op een blad op en lost den straf. En dus schrijft dat zo. Jezus zei te hem, dan go en doe ook zo. Lucas 10, 37. Ik weet niet meer, waar je de Bibel studeren doen. Wanneer je nu Gott zijn willen zieken, aber zoals Jana dat deed, is wel mogelijk niet de beste weg. Er is geen weg rum, dat wanneer we hem kennen leren willen, dan moeten we met die tijd verbrengen. We kunnen van die een wijsheid leren van anderen, dat we wat van die weten, aber om wem te kennen, moet einer met die taub zijn. En dat is zo met onze gemeenschap met mensen, en dat is ook zo met Gott. Als Christen gaan we in verschillende tijden durch met onze gemeenschap met Gott. Einmal fallen we zijn Gehen wordt ganz nu aan en andere tijden fallen we ons vielleicht vergeten. Wanneer du Gott kennenlernen willst, musst du Zeit verbringen mit ihm. Und um von Gott zu hören, dann muss wir auch lang genug still sein, was heute uns reden kann. Wenn wir bloß zu ihm reden und nicht horchen, was er sagt, da wollen wir nicht mehr weiten, als wir eier deuten. So, was können wir dann mit dem Gott, der die Welt gemerkt hat und alles, was da binnen ist, Zeit verbringen?
Verwerk redt Pastor Quentin van beden en nu denken. En ik wil van der hauptsächlich van de Bibel lesen en studieren reden. En waarom is dat wichtig, met de Bibel bekannt te zijn? Ik zie in de Meinung, dat een mens kan niet in werkelijke vrede oder vrijheid leven, maar hij eerst een verständnis heeft van wer Gott is en wer hij is. En wanneer we van Gott hieren willen, dan moeten we zijn woord studeren. We moeten dat regelmäßig lezen, door even nu denken en dat in onze harten bewaren. En ik wil van 2 punten reden, waarom we ons met de Bibel bekend merken zullen, om Mea Von Jesus kennen te leren. Erstens, de Bibel zegt ons wer Gott is. En zweitens, de Bibel zegt ons wer wir sind en wat Gott van ons verlangt. So, wer ist Gott? Du hast kein betere Weg, om van Gott te leren, als met de Bibel goed bekend te zijn. De Bibel is de hoogste autoriteit van wer Gott is. Wat immer we van Gott geloven, moet met de Bibel stemmen. Du weet is dat wichtig dat we goed bekend zijn met dat woord Gottes. En ik wil opvangen met Johannes kapitel 1 van versen 1 tot 5 te lezen. En we nennen de Bibel dat woord Gottes. En hier erklärt Johannes wer dat woord is, wo er alles gemerkt is en wie Gott leren kennen. So Johannes kapitel 1 versen 1 tot 5 schrift dort. Als alles aanvangt, wie dat woord, en dat woord weer bij God, en wat God wie dat woord. Hij weer im aanvang bij God. Durch arm is alles gemerkt, en ohne arm is niets gemerkt wat gemerkt is. En arm weer leven, en dat leven weer dat licht voor de mensen. En dat licht schijnt im Diesteren, aber dat Diestere heeft het niet verstaan. En dan in vers 14, en dat woord wordt mens en woont among ons. En we sagen, wat herrlich hij weer. Eine Herrlichkeit, zoals ein Vater seinen einzigen Sehende jaft, voll von Gnade en Wahrheit. In Johannes kapitel 1 merkt de schrijver dat klar, dat Jezus dat woord is. En wanneer hij dat woord is, dan moet we bekend zijn in de mat, wanneer we Mea Von Jesus hieren willen. Alles wat er is, heeft Gott durch zijn woord gemerkt. Durch dat woord, oder in Jezus, is leven en licht voor de mensen. Licht geeft hoopning voor die door hoopningsloos im Diesteren zitten. En wils die Diensternis in dat licht niet bad taub op eine Stelle tegelijk zijn kan die Diensternis dat niet verstonen oder verdrehen. En waar we van Gott zijn Gnade en Wahrheit erfahren willen, dan moeten we im Licht met Jezus leven. En Johannes neemt den Thema van het woord uit 1. Mose kapitel 1. In versen 1 tot 3 schrift dort, am Anfang maakt Gott Himmel en Erde. En de Erde had nog geen geschaak en geen leven. En dat die bewoet wie alles stak dies da. En Gott zijn geest beweegt zich over dat woed. Dan zegt Gott, laat licht schijnen en dat wordt dag. Hier voert zijn de eerste 3 versen van de Bibel, zei we waar de dreieinigheid Gottes taub schafft. Gott spreekt dat woord merkt dat, en de geest beweegt dat wat gemerkt wird. En wanneer we de Bibel studieren, waar we zijn dat Gott weer doet, dus is wat wir, en hij wordt blijven. Want alles wat we van jou zijn, is wat verschwingen. Gott heeft geen aanvang, en hij heeft geen eind. En dit is wat we meinen, wanneer we zeggen dat God is een eeuwige God. De Bibel leert ook dat God maakt mensen wat am lichten worden. In 1. Mose kapitel 1, 26 tot 28 schrift dort. En dan zegt Gott, weil wir Menschen merken, die so als wir sind und uns lichten. Laat aan Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Feu von den wilden Tieren und über alles, was kriegt. Und Gott maakt Menschen, die so werden als hij, nur seinen Plan. Hij maakt Mensch und Frühmensch, und Gott sehen, die ihn sieht. Mocht je Kinder haben und je über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Je sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alles, was auf der Erde lebt.
In Vers 26 sagen wir, dass Gott es eint, aber er hat mehr als eine Eigenschaft, weil es dort schreibt, weil wir Menschen merken, dass sie uns wie sind in uns liegen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Hier sagen wir auch vor zu drei nicht Gottes. Und ich weiß nicht, dass dort ein paar abfallend ist, aber das schrift hier dreimal von dort die Mehrheit ist. Und Gott ist 3 und 1, nicht? So, was meint das dann, dass wir sagen, Gott liegen? Wenn wir wem begegnen, der unsere Eltern oder uns Freundschaft kennen, aber haben uns noch nicht eier gesehen, da sagen sie vielleicht, wo sei wie die liegen? Und das gibt einem eine gute Feilung, besonders wenn die etwas Positives erheben. Und wenn wir uns sagen, dass wir liegen in unseren himmlischen Vater, was wird wir dort sein? Und was von den Stärken, der wir Gott liegen? Gott ist ein Gott, der Gemeinschaft hat, und er kann denken, und er hat einen Willen. Jeder Mensch liegt Gott wenigstens in diese Dinge. Und dort liegt hier, dass Gott hat Menschen auch eine Abgabe gegeben, was zu tun. Die sollen über seine Kreatur, was er gemerkt hat, regieren. Wir sind auch nicht in Fehler. Gott hat uns mit Fleet Kraxe gemerkt, was er geplant hat. In Vers 27 schrift dort, in Gott mögt Menschen, die so werden als Heu, nur seinen Plan. Wir sind so, als wir sind, weil Gott hat es so geplant. Das ist da aber im physischen gemeint und nicht mit unserem Charakter. Und Gott hat auch mal 2 Sorten Menschen gemerkt. Heute teilt er in 2 Gruppen. Wir sind entweder Mondsmensch oder Frühmensch. Und das sind die einzigen 2 Sorten Menschen. Was uns unterscheiden wird, ist das Geschlecht von Mondsmensch und Frühmensch, nicht die Sprache, Kultur oder Hautkleur. In der Bibel lehrt auch, dass Gott hat uns lieb. Er ist uns gut. Als du erst Sinn in der Welt gekommen wirst, verspricht er einen Vermittler, der die Welt ihre Sinn und Schuld auf sich nehmen wird. Wer an diesen Vermittler glauben wird, können wir in rechte Gemeinschaft mit Gott stehen. Was im Garten Eden durch Adam seine Sinn verloren wird, kann geleistet werden durch den Glauben an Jesus Christus, der sein Leben für unsere Sünden handelt. Und der Held oder der Hero von der Bibel ist Jesus. Das Alte Testament lehrt nach ihm und das Neue Testament lehrt von ihm. Und wenn wir bloß das Alte Testament lesen, dann haben wir keine Lösung für unser Problem. Und wenn wir bloß das Neue Testament lesen, dann haben wir nicht ein rechtes Verständnis von unserem Problem, wovon wir geleistet sein können. Sie wie nicht mit so einer Grundlehre uns das bekannt, wo können wir dann in unserem Glauben wachsen? Wenn wir mehr von Jesus haben wollen, dann müssen wir in sein Wort studieren. Und nun den zweiten Punkt. Was verlangt Gott? So in 2. Timotheus, Kapitel 3, Versen 14 bis 17, schreibt Paulus diesen Rut und seinen jüngeren Nachfolger Timotheus. Du aber bleib bei dort, was du gelehrt hast, in die unvertraut ist, weil du weißt, von wem du dort gelehrt hast. Und weil du von Kind an mit der Heiligen Schrift bekannt bist, kann dir den Weg weisen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus kostlich worden. Alle Schrift von Gott gegeben, es wertvoll uns zu belehren, uns auszubessern, uns Tracht zu weisen und uns zu unterrichten, worecht zu leben, so dass ein Gottesmensch imstand ist, in gute Werken geschickt zu sein. Timotheus hat einen besonderen Segen, dass er von Kind an mit der Schrift bekannt wird. Seine Mutter und Großmutter werden alle beide gläubige Frühs, was ihm auch von Gott sein Wort gelehrt haben. Weil Timotheus von klein an mit der Schrift bekannt wird, hat er einen golden Glaubensgrund. Er wird durch das Predigen von Paulus zum Glauben gekommen und hat von ihm auch noch mehr gelehrt. Und hier hat Paulus den jeden Timotheus denken, dass viele haben all in seinen Glauben investiert. Und nun soll er den auch treu bleiben, dass die nicht für nichts sich haben am Arm bemüht.
Weil sie von Kindheit an mit der Heiligen Schrift bekannt wird, können sie die Lehren von anderen hastig proben, of die mit der Schrift stemmen. Die gute Lehren, die am anvertraut werden, soll hij treu bleiben und nicht verloten. Dort, wo die am von der Heiligen Schrift gelehrt haben, wie dort soll hij bleiben. Und nicht irgend das wird abgemerkt das heranrennen. In diese 14. Vers wird einmal von uns gemissbraucht, wann wir gewisse Dinge anders wollen, als wir sie abgebracht werden. Da wird einmal gesagt, dass sie sollen wie dort bleiben, was sie gelehrt haben. Wenn das sich an eine gesunde Bibellehre hält, da würde es stimmen. Aber Verken handelt es sich meistens um tägliche Sachen oder Menschenregeln, die nicht biblisch sind. Ich will nicht sagen, dass die Regeln in Sinn sind, die zu folgen, aber die sind nicht in der Bibel als Verschriften zu finden. Auch hier ist es wichtig, mit der Heiligen Schrift bekannt zu sein, um dort wie die Gottesregeln von Menschenregeln unterscheiden können. Und dort ist es auch wichtig, dass wir mit der ganzen Schrift bekannt sind und nicht bloß mit einem Buch oder einer Lehre und so weiter. Paulus schreibt, dass die ganze Schrift ist von Gott gegeben. Das ist nicht bloß das Neue Testament, weil es das Alte alt ist, oder bloß die Wort, was Jesus sagt in den Evangelium sprechen. Nee, 3. Mose ist kriegt so vollständig das Wort Gottes aus Johannes Kapitel 3. Je da wir mit der ganzen Bibel bekannt sind, gefällt dir so wie das Bild von wer Gott ist und wo Gott bei uns ist. Mit der ganzen Schrift bekannt sein ist der beste Weg, um uns von verschiedenen Irrlehren zu halten. Menschen sagen einmal, dass sie Sieg nur Gott seinen Willen verehrt. Und das ist nicht was Schlechtes, aber wo wir einen Sieg wie tun. Die religiösen Juden zu Jesus seiner Zeit werden auch sehr begonnen mit was sie lebten. Aber sie werden da begonnen mit ihren eigenen Regeln als mit das Wort Gottes. Und in Johannes Kapitel 5 ist eine Unterhaltung zwischen Ernst und Jesus. In Versen 36 bis 40 sagt Jesus dit zu Ernst. Ich überhaupt einen geraten Zeugnis aus Johannes hat, weil es dort war, dass der Führer mir abgelegt hat zu verrichten und dass ich auch da red für mich, dass der Führer mir geschickt hat. Und der Führer, der mir geschickt hat selbst für mich geredet. Die haben seine Stimme niemals gehört und seine Gestalt niemals gesehen. In sein Wort ist behütet nicht tüß, weil sie glauben nicht an den er geschickt hat. Die sehen an der Schrift, weil sie meinen, du bist das ewige Leben zu haben. In der Schrift ist das Grund, der von mir redet. Aber die wollen nicht nur mich kommen, dass sie das ewige Leben haben können. Die Pharisäer und Schriftgelehrten der Zeit brauchten die Schrift, um Menschen proben zu kontrollieren und nicht um ihre Worte nur Gott zu drehen. Das ist ein Missbrauch von der Schrift. Und so passiert noch einmal viel zu viel. Jesus erwähnt hier eine Sache, was sehr wichtig ist. Und dort ist die Einstellung, mit was wir die Bibel lesen. Die religiösen Judenlehrer werden alle begonnen daran, dass die Schrift ihre eigenen Meinungen wird unterdungen sein, als dass ihre Meinungen würden die Schrift unterdungen sein. Und wenn wir die Bibel bloß lesen, um unsere eigenen Ideen zu unterstützen, oder wo dicht wie bei der Sinn kommen kann, was dort erst ein Sinn ist, dann ist Gott sein Wort bei uns und nicht tüß. Wir sollen die Bibel brücken als ein Spiegel von uns eigenen Hort und nicht als ein Humor, mit was wir unseren Nächsten mit verklappen. Die Juden deuten reich, um seinen das ewige Leben in der Schrift zu finden, weil es dort wir durch Bannen zu finden. Und der Schrift weist uns nur Jesus Christus, durch wen wir das ewige Leben haben können. Aber dort schreien, muss wir an am Glauben. Und dann wird uns Leben dort bewiesen, dass wir am Glauben nur fallen. Aber dann wird sein Leben jetzt wird, bei uns zusammen, wenn wir an Jesus glauben. Da, wo wir seine Stimme in uns Hort hören, wenn wir uns mit seinem Wort aufgeben. Und du sind ein paar Dinge, die uns helfen wollen, im Ding zu halten, wenn wir Gottes Wort lesen dürfen.
Erstens, de Bibel is een boek wat anders is als alle andere Bücher. Gott is zelfs der, der die Schreiber drijven deed. De Bibel is, recht gesagt, nicht bloß ein Buch, aber dort sind 66 Bücher, die von ungefähr 40 Schreiber geschrieben sind, über eine Zeit von so wie 1500 Jahren. Und zweitens, die sind auch nicht überein geschrieben. Die Manier oder der Stil ist verschieden. Du sind historische Bücher, Dichter oder poetische Bücher, auch prophetische Bücher. Und um die Bibel recht zu verstehen, dann muss wir weiten, in was für eine Manier dort geschrieben ist, was wir lesen. Und drittens, die Bibel darf sich nicht widersprechen. Die darf sich nicht contradicting. Wenn uns das so sieht, als du ein Wort, was sich mit einer anderen Schrift steht, widerspricht, da wäre mir zu sagen, dass wir verstehen, du Wort nicht reich. Viertens, was es von der Bibel als verschriftlich und was es als beschriftlich. Und du hast einen großen Unterschied zwischen den beiden. Nicht alles ist verschriftlich, dass wir das Krieg so nur tun sollen. Aber das ist beschriftlich, das beschrift, was geworden ist. Und diesen Unterschied zu erkennen, ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel unsere Geschichte von Jana, was wir lesen dort, dort wird vor allem nicht verschriftlich, dort heute das nicht auch so tun soll. Aber dort wird beschriftlich, von was hier passiert wird. Und dann fünftens und letztens, das Wichtigste zu weiten, ist leicht zu verstehen. Die Hauptlehren sind einfach zu begreifen. Und die Dinge, wo du ein bisschen Unklarheit über hast, haben nichts mit der Seiligkeit zu tun. Unser Leben für Gott wird sich bewiesen, in wofür wir uns mit Arm in sein Wort aufgeben. Dort ist gegeben, um uns zu belehren, uns zu bessern, Tracht zu wiesen und uns zu unterrichten, wo wir leben sollen. Und wenn wir bei einer Entscheidung kommen in unser Leben, wo wir nur Gott seinen Segen segnen, ist dort meist sicher, dass wir nicht worden in Klarheit Gespräch mit Wort Hieren von Gott. Aber wenn wir mit seinem Wort bekannt sind, dann können wir dort mit der Lehre von der Bibel meten und dann nur unsere Entscheidung merken. Und wenn wir unser Bett für Gott bringen, dann leicht er uns wirken, was ab dem Hort, durch das Lesen von seinem Wort. Und dann kommen einem einzigen Mal Gedanken an, was nicht anders zu beschreiben können, als wenn die von Gott sind. Wenn wir dann mit der Bibel bekannt sind, dann können wir unsere Gedanken hastig mit der Bibel meten. Und wenn die mit uns gegen die Bibel sind, dann ist das für sich nicht von Gott, weil es heute sich niemals widersprechen. Ich will uns alle bemutigen, regelmäßig die Bibel zu lesen. Das ist sehr nützbar, wenn wir jeden Tag dort üben zu tun. Und wenn du wer nicht lesen kannst, du sind von der all viele Wege, wo und wo wir nur die Bibel horchen können. Und wenn wir einen Aufschnitt nicht verstehen können, dann fragt Gott nur Ansicht dafür und lese wieder. Und wenn wir regelmäßig die Bibel lesen, dann hilft Gott uns immer mehr Verständnis zu an. Wir dürfen gar nicht nur in die Bibelschule gehen, um die Bibel zu verstehen. Viele von den Schreibern werden selbst ganz einfache, gewöhnliche Menschen, durch wem Gott mächtige Dinge deut. Paulus wird ein hochgelehrter Mann und hat einen großen Part von dem Neuen Testament geschrieben. Aber Petrus wird durch ihn sehr prosgelehrt. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 16, steht dort tell, dort fehlt von Paulus in Schreiben, es schwer zu verstehen. So werden wir besonders sein, wenn wir nicht alles für zu verstehen können. Den Apostel Petrus ging dort nicht viel anders. Und ich will ein bisschen mitteilen, mit was ich tue. Und hiermit will ich nicht so verstehen sein, dass ihr das auch so tun machen, oder zum Beispiel brauchen. Ich fange alle Jahre an, mit jeder Tag, von Montag bis Freitag, ein Kapitel den Tag in der Bibel zu lesen. Und dann direkt eine betende Erklärung in der Anwendung von ein paar Versen in den Kapitel schreiben. Und erstlich direkt das dann bloß mit ein paar Menschen mitteilen, aber dann reden die mir zu, dort ein Plot zu tun und dort in der WhatsApp-Gruppe zu schicken. Und mir grüßt das ein bisschen.
Ik kwam dat lang niet immer nur jede dag in de Bibel te lezen. En nu dan nog wat proben du van te schrijven. Aber das ist een van de schönste, erbuingsvollste dingen wat ik jemals in mijn leven übernommen habe. Ik heb dat nu al voor over 3 jaar gedaan. En wanneer ik erbij blijven was, in 1,5 jaar ongeveer, waar ik jeder kapitel in de Bibel gelezen heb, en daar nog een beetje van geschreven heb. Dit braucht tijd in een Hieren dat te doen. Aber dat is al een grote zegen voor mij was. Ik nam die groep en schap gewoeten, wils mijn ziel is, dat wer dort laast, dat hij een smaak van het schöne levenswoord te schmaken kreeg, en zelfs nur den levensbaum geht, om mij te schappen. Velen dan ook de Bibel jeder jaar durchlezen, en ze vangen van verden aan, oder ze volgen een leesplan nu, en etliche lesen de Bibel jeder Samarias, oder ze met ihre Arbeit anfangen, en andere dan dat om ze oeves. Aber der beste Weg, die Bibel zu lesen, ist der Weg, wo das Beste für dich schafft. Als anders kann einer das nicht tun. Ich weiß für mich, ich habe 14 Tage, ich will jeder Samaris, erste Samaris Bibel lesen. Ich glaube nicht, dass ich über 3 Jahre in der habe. Das schafft für mich nicht. Ich kann das nicht tun. Und noch eins, was ich auch vor vielen Jahren getan habe, ist, ich probiere jeden Tag eine Botschaft zu hören. Veel Zeiten trag vor sie habe ich gewöhnlich Zeit, um eine 30-minütige Botschaft zu hören. Und das ist noch ein Weg, wo ich mich besser mit Gott sein Wort merken kann. Und ich will noch weiterholen von was Pastor Quentin Faison noch reden deed, von Beten und Nudenken. Das ist nicht genug, bloß die Bibel lesen und dann davon wiedergehen. Wenn wir dort nicht mit dem Gebet tun, ans Hart für Gott bringen und am Frauen auf heilig wird ans Hart und an sie erstes Üben aufmerken, dann hast du eine große Möglichkeit, dass die Welt in der Bibel bloß schwarze Tint auf weißes Papier sind, was ans Hart und an sie Gedanken nicht anreden. Wir machen das noch mal still sein für Gott. Ich weiß bloß von mir selbst, ich sehe eine lüde Person. Ich lege sehr mit Menschen zusammen. Und wenn ich allein sehe, dat ik zeer bald naar irgendwas hören, entweder über Radio oder durch ein Phone. Und wenn ich mich tag lasse, sind nur gewöhnlich sehr wenig Minuten am Tag, wo ich im Stillen sehe mit meinen Gedanken. Und das ist nicht behauptlich, wann wir von Gott hören wollen. Wenn heute noch wird wollen, was uns sagen, wird wir am nicht einmal hören können, weil es dort gelüht rum uns. Dort würden besser sein, als wenn einer zu wem für voll reden wird. Und dort nicht merkt, dass der auf Ohren von uns in seine Ohren. Und der hat nicht ein Wort vernommen, was wir gesagt haben. Da fällt einer sich ein Bett billig, und mich fährt dann ein Bett der Wirt an, wenn ich alles soll noch einmal sein. Aber Ferien sind unsere Gedanken ganz das vor, wenn wir mit Gott umgehen. Sogar wenn Gott auch was wir uns sagen wollen, würden wir dort nicht hören, weil wir sind nicht mit einem stillen Hort fertig. Ich probiere Dollar im Stillsein zu üben, dort ich kann über Gott nur denken. Und dort ist ein Wunder, wo einer dann kann Frieden fühlen, was nicht zu begreifen ist. Im stillen nur denken, fängen einem sein Hort und einem seine Gedanken Frieden. Und dann kann der Heilige Geist einem Gedanken abbringen, was einer anders nicht wird haben hören könnte. Und wenn wir nicht bloß für Gott kommen, wenn wir was von ihm wollen, weil wir auch lang genug still sind, dass wir von ihm hören können, was der Geist Gottes zu unseren Geist sagen will. Etliche Jahre terug, dann wir Port eine Ehebibel studieren, eine Marriage Bible Study. Und dann delte ich damit, was ich in der Weg gehört habe. Ein Redner, nach wem ich gehört habe, der sagt, dass wir deuten nicht lernen, wenn wir vertrauen deuten. Dann ein von meinen Freunden, der spart keine Zeit und sagt reinfuß zu mir, dass Johnny, du wirst dann sagen, noch never viel was gelernt haben. Wenn wir wem viel rechnen, gibt uns dort eine Freude mit Zeit verbringen.
wo wir uns dort gehen, von unsere Kinder oder unsere beste Frieden, bloß nur uns kommen, wenn irgendwas fehlt, oder sei in der Not werden. Das wird uns sehr weit tun und uns traurig machen. Und dort sind auch Gott seine Gefallen, wenn wir wenig mit am Taub haben, bitte uns fehlt dort ein Wort. Und je doller wir mit Gott in sein Wort bekannt worden, je gerater wird uns Verlangen am. In Psalm 25, Vers 3 schrift dort, meine Seele verlangt und bangt sich nach Gott seine Verhef. Mein Körper und meine Seele juchen nicht Fried, den lebendigen Gott zu sein. Und dann in Vers 11, ein Tag in deine Verhef ist besser als 1006 Wochen. Ich würde lieber bei mein Gott sein Haus unter der Aposteln, als in der gottlosen Erde Hieser wohnen. Für mich persönlich ist die Bibel was Besonderes zu studieren. Die große Geduld, was Gott für uns Menschen hat, ist nicht zu begreifen. Wir sind Sünder, die durch den Sinn von Gott getrennt sind. Aber er hat seinen einzigen Sohn geschickt, dort in uns steht, die Todesstrafe sterben wird, und dort wir dann durch seine Gerechtigkeit das ewige Leben haben können. Die Vergebung von unseren Sünden kostet Jesus sein Leben. Aber Gott schenkt uns die Vergebung in Gnuden. Wir können uns dort nicht verdienen, weil wenn wir erst eine Sinn begonnen haben, da sind wir all den Tod schuldig. Die einzige Hoffnung, was wir haben, ist dort selbst, wer betont uns unsere Schuld. Dort ist was passiert, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus. Dann wird unsere Schuld ab seinen Namen angeschrieben. Alles, was Gott von uns verlangt, ist dort wie arm vom Horten nur fallen dürfen. Wir sollen am Trü nur fallen, nicht du tau, dort er uns raten wird, aber weil er uns geraten hat. Und die Vertuschung, was du umtriebst, so wie 2003 passiert, wo der Gerechte für der Ungerechte starb, am dort die Sünde war, mit Gott versäumt worden, lohnt sich zu studieren. Dort ist ein Wunder, was nicht zu begreifen wird, von Leib, was nicht zu meten wird. Das ist, von was die Bibel lehrt. Die Hort wird nicht Frieden haben, aber dort das für sich selbst erfahren haben. Studier das Wort Gottes mit einem ernsten Hort. Und dann wirst du seine Stimme in dein Hort hören durch sein Wort. In Jesaja 55, Vers 10 und 11 schriftet von Gott sein Wort, Krag so ist der Regen und dort Schnee vom Himmel fallen. Und du nicht wahre drei Hangungen, aber die Erde wässert, dort die fruchtbar ist, in Wasser Blatt, in so zum Säen, in Brot zum Eten darf. So soll mein Wort, während ich rede, sinnen. Dort wird nicht ladig nur mit kommen, und dort wird dort daunen, was ich haben will, und dort daunen, wo dort gejeft ist. Merkt die bekannt mit dort Wort. Und da war ein Stück bekannt worden mit den Schreiber. Dort, wo wir nicht verdammt hätten. Gott wird uns rücklich durch euch segnen. Und mag Gott sein Wort fruchtbar sein in uns Hort. Und dort tun, was Gott haben will. Du hast keine größere Freude, als gehorsam in Gott seinen Willen zu leben und an sein Wort zu wachsen. Mein Wunsch ist, dass in uns Wandel alle Tag mag immer mehr von Jesus zu sein sein. Wir beschließen mit dem Gebet. Himmlischer Vater, Dankeschön für wer du bist. Schenk uns in wirkliches Verlangen nur die, in Durst, was mehr und Wuter von deinen Lebensbaum die Bibel zu schaffen geht. Uns Verlangen ist, mehr von dir zu hören, in dein Wort zu studieren, dort du magst in Gefallen haben an uns. Bejehen uns alle, Kräfte, wo wir sind, dort wir die besser kennenlernen möchten. Sieh auch mit dir, die nach dem Düsteren sind, und trag nur dein Licht. Merk ihre Augen auf, zu der Hoffnung, die in Jesus Christus ist. Das beten wir in Jesus Christus seinen Namen. Amen.